Kolleginnen und Kollegen, dass als ich mal eine große Merci und den Yves Kruchtner noch und den Laurent Moser für die Initiative von dieser Resolution auszudrücken, weil wenn Chafea fortgeht, dann ist das zu vergleichen mit dem Depart von einem größeren Betrieb halt zu Lützeburg. Und da war nur gesagt, das betrifft nicht nur die Funktionäre, die reaffektiert gehen, die zwar weiterhin eine feste Salär kriegen, die aber nicht unbedingt mit da können wohnen, wo sie sich wohlfühlen, nämlich halt zu Lützeburg. Und mit betrifft vor allem auch all die Zivilmitarbeiter, die ganz normal do über Arbeitskontrakte angestellt sind. Sie Leute, die von heute auf morgen, das gerade am Anfang von einer Wirtschaftskrise könnten den Patron verlieren. Ich meine, das darf ich nicht vergessen, wenn man vom Depart von so einer Agence schwätzt. Der Zweite ist nicht nur, dass die Leute hier Arbeitskräfte verlieren, auch den ganzen ökonomischen Impact, den aber Präsenz von all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Chafea hat, gehen natürlich merken. Wir haben heute Morgen noch darüber diskutiert, dass Restaurateure nicht spüren, dass mehr Leute am Teletravail sind, dass manche Leute heute auf Büros zurückkommen. Und genau das nämlich geschieht, wenn eine ganze Agence von heute auf morgen hier Wallis pickt. Und dafür fand ich es ganz schön, dass die Europäische Kommission hier unilateral decidiert hat, ohne Konzertation mit Lützeburg, ohne hier Akkorden, die unterschrieben wurden, zu respektieren, die Agence wollen zu delokalisieren. Und dafür werde ich auch diese Resolution zusammen mit Marc Görgen unterstützen und auch dafür stimmen. Merci vielmals, Herr Klömer. Und da geht wurde der Co-Initiateur von dieser Resolution, den honorablen Herr Marc Di Bartolomeo. Herr Di Bartolomeo, du